Herzlich willkommen zu Kölsch höre, Kölsch warte. Hück, Lektion 8. Komm und trau dich. Laat uns högens zusammen uns lure, wat mir hier in Kölle an Redewendung haben. Also Kölsche Redewendung. Da haben wir zum einen das Kölsche Grundgesetz, das Kölsche Grundgesetz. Als Beschreibung dafür, was ist das? Das sind Wahrheiten für den Alltag. Das sind Wahrheiten für deinen Alltag. 11-mal Wahrheit, ein Leben lang glücklich, sage ich ja immer. 11-mal Wahrheit, ein Leben lang glücklich. Aber, was man dabei nie vergessen darf, am Ende immer Mensch bleiben. Am Ende immer Mensch bleiben. Ja, das mal so zur Vorbereitung, weil wir gehen jetzt gleich zum Grundgesetz, aber bevor wir das machen, ja, möchte ich euch doch gerne noch im üblichen Sinne ich einer vor, ihr danach, dass wir diese Sätze auch einmal durchgehen. Das Kölsche Grundgesetz. Das sind Wahrheiten für den Alltag. 11-mal Wahrheit, ein Leben lang glücklich. Am Ende immer Mensch bleiben. Super, gucken wir uns jetzt mal an. Damit ihr das Kölsche Grundgesetz mal im Kontext sehen könnt, habe ich euch einmal hier vorne das Original aufgeschrieben, wie es geschrieben und ausgesprochen wird. Dann dahinter, was es bedeutet und jeden Ende das, wie man es auf Deutsch ausspricht. Die letzte Spalte, die werde ich jetzt dann nicht wiederholen, sondern ich gehe mit euch einfach nur das Original durch und was es bedeutet. Es ist, wie es ist. Bedeutet, sieh den Tatsachen ins Auge. Et kütt wie et kütt. Da könnte man noch et kütt wie et kütt im Kontext zu eins hinterschreiben, hat man aber nicht gemacht. Das ist ein selbstständiger Artikel, deswegen. Et kütt wie et kütt mit der Bedeutung, habt keine Angst vor der Zukunft. Das kommt So. Et hätt noch immer Jod gegangen, ist Artikel Nummer 3. Hat aber von der Bedeutung her etwas, was sich daraus nicht so leicht erschließt. Lerne aus der Vergangenheit. Mach dieselben Fehler nicht nochmal. Dann haben wir Artikel Nummer 4, was fort ist fort. Von der Bedeutung her, jammere den Dingen nicht nach. Artikel Nummer 5, es blieb nix wie es war. Auch wieder eine jensetzliche Bedeutung, sei offen für Neuerungen. So, viele Leute von euch haben das im Kontext noch nicht gesehen, deswegen freue ich mich, euch das hier euch so präsentieren zu können. Und jetzt ich eine für, eine nach, die ersten 5 Artikel. Es ist, wie es ist. Et kütt, wie et kütt. Et hätt noch immer Jod gegangen. Wat fort ist fort. Et blieb nix, wie et war. Super. Dann können wir jetzt gleich mit Artikel Nummer 6 weitermachen. Artikel Nummer 6. Kennen wir nicht, brauchen wir nicht, fort damit. Was bedeutet, sei kritisch, wenn Neuerungen überhand nehmen. Artikel Nummer 7. Was willst du machen? Im Umkehrschluss führe dich also in dein Schicksal. So, jetzt sind wir bei Artikel Nummer 8. Das macht man als Floskel, wenn man sich irgendwo aus der Gesellschaft verabschiedet. Machet Jod, aber nicht zu oft. Was im Umkehrschluss bedeutet, achte auf deine Gesundheit. Was soll der Keul? Es könnte dort auch stehen, was soll die Scheiße? Sage ich jetzt aber nicht, es steht hier hinten.
Das ist eine Universalfrage hier in Köln. Wenn irgendeiner mit irgendwas auf dich zukommt, wo du nicht ganz durchblickst, was soll der Köln? Artikel Nummer 10. Bringst du ihn mit? Haben die Vöse ein Lied gemacht, da kam dieser Satz auch dann vor. Bringst du ihn mit? Stell dich nicht so an. Ja, es war ein bisschen anders, habt ihr natürlich recht. Trink noch eine mit, haben die Vöse gesungen, aber naja, es war jetzt gerade so schön. Und ihr wisst ja vielleicht, im Kölschen erzählt mir Jan schon mal die Geschichte, Hauptsache sie ist schön. Ist doch egal, ob es wahr ist. Gut, aber damit kommen wir Kölner natürlich dem Gebot der Gastfreundschaft nach. So, dann schauen wir uns jetzt noch. Nein, halt, erstmal müsst ihr ja nachsprechen. Ich eine für, dann ihr. Kennen wir nicht, brauchen wir nicht, futter nicht. Was willst du machen? Mach es gut, aber nicht so oft. Was soll der Keul? Trinkst du ihn mit? Das habt ihr super gemacht. Dankeschön und jetzt hüpfen wir noch zum 11. Artikel. Last but not least, Artikel Nummer 11. Einer der wichtigsten sagt im Endeffekt aus, dass du dir deinen Humor behalten sollst, egal wo du bist. Mach mir Träger so, ich eine vor, ihr eine nach. Da lachst du dich kaputt. Gut, dann habe ich hier drunter noch 3 Stück, die habe ich so gefunden. Finde ich auch recht schön. Gehen auch so ein bisschen ans Herz. Möchte ich euch auch ja noch vorlesen und mit euch nachsprechen. Denn wir sind nur Menschen. Denn wir sind nur Menschen. Jeder Jack ist anders. Jeder Mensch tickt anders. So ist das hier in Köln. So ist das hier in Köln. Das sind 3 Sätze, die habt ihr bestimmt auch schon das eine oder andere Mal gehört. Ich finde es einfach schön, deswegen habe ich sie mit reingenommen. Sprecht sie mir noch nach und dann sind wir für heute schon, sozusagen durch. Denn wir sind nur Menschen. Jeder Jack ist anders. So ist das hier in Köln. Okay, das war heute mal ein bisschen was anderes im Vergleich zu sonst. Ich hoffe, ihr kommt jetzt langsam, aber sicher immer mehr in die Sprache rein. Wie gesagt, das ist ja nur ein Basis-Vorstellungskurs, damit ihr euch ein bisschen an die kölsche Sprache gewöhnen könnt. Und ich hoffe, er macht euch noch immer Spaß und ja, wir sehen uns bei der nächsten Lektion.